Aber das ist auch ein anderes Thema, das ich auch ansprechen wollte. Ihr seid auch Teil von der Szene, oder? Was für Bands in der Schweizer Szene sehen ihr so, finden so, hey, die würde ich mir ja gerne, auf größere Bühnen sehen zum Beispiel. Oder wo sehen ihr so Potenzial von Schweizer Bands und ich finde so, hey, die machen geile Scheiß. Also nicht unbedingt auch nur in der Metalcore-Szene. Nein, aber allgemein Einfach in der Schweizer Szene, wo ich finde so... Also, ich weiss noch, mit Mauro von Vicious Rain vor etwa einem halben Jahr oder so ein Demo geschickt, oder so Vorproduction. Ja. Und dann habe ich dann schon gesagt, das kommt im Fall sehr, sehr gut. Und genau so war es. Ja. Weil es ist einfach so der Nerv getroffen, irgendwie. So das While She Sleeps Ding, das zieht einfach. Also nicht, dass es jetzt tönen wie While She Sleeps, aber es geht echt so ein bisschen in die Richtung. Wer ist noch? Paleface habe ich es auch gesehen, sind wir ehrlich. Es ist echt solid. Lustigerweise, ich habe es beim ersten Album noch nicht gesehen und nachher beim zweiten so wie, alright. Sorry, beim ersten Album hat es noch niemand gesehen. Ist auch Surfproduktion, aber ist auch mega Beatdown gewesen. Aber auch sie als Typen, das funktioniert. Das ist so richtig. Ja, also der Zelle ist ein gottverdammter Frau. Stage Presence von den Jungs ist brutal. Brutal, wirklich. Der hat eine Gitarre, gell? Ist das richtig? Ja, voll. Der Janik macht es alleine. Das ist krass. Drop G Floyd Rose, jawohl. Ja, wirklich. Es ist crazy, was er macht. Was gibt es noch für Bands? Also? Ich kann es gar nicht so sagen. Ich bin nicht so extrem in der aktuellen Newcomer-Schweizer-Szene drin. Es können auch Bands sein, die seit längerem dabei sind. Album of the Year, Artifiction. Das letzte Album. Hammer. Ey, das höre ich auf und ab, wirklich. Ja. Wie eine internationale Band, wie ein Korn-Album, höre ich es auf und ab. Das ist wirklich das ist krass. Voll. Nein, ich finde, Sven zum Beispiel, der macht so interessante Harmonien und interessante Halbton-Checks. Ja, genau. Ist etwas lustig. Ja, GoPro. Ist ja gleich. Nein, aber Artifiction, ich weiss noch, wo der Album rausgekommen ist und ich bin in der Ferien am Fahren gewesen, und ich einfach das Album vorne und hinten am Hören, in Spanien einfach am Fahren. Geil. Ja. Was so gut ist, vielleicht kennt ihr es, ein Whiteout. Finde ich noch easy. Noch nie gehört, wer ist Whiteout. Das ist wirklich sehr krass. Stimmt, Amongst Pariahs hat es auch mal gegeben. Ja. Nein, Vicious Rain ist der Sänger von Amongst Pariahs. Ja. Voll. Ist Hiatus ihre neue Band? Was ist nachher gekommen? Dann haben wir ein Feature gemacht, ich weiß gar nicht, wie die Band. Nach Amongst Pariahs, meinst du? Amongst Pariahs. Und nachher haben sie aus dem ist Artifiction rausgekommen und Nubia. Nubia ist nach Amongst Pariahs, ja. Hast du auch ein Feature gemacht? Ja, dort habe ich mal ein Feature gemacht. Das ist auch eine crazy Band und wo ich auch viel Potenzial gesehen habe. Schade, dass sie dann nachher nicht mehr weitergemacht haben. Aber aus dem kommt jetzt ein neues Projekt, One Lunar Day, wo der Michael, eben der Gitarrist, der dort noch macht. Sie haben noch nicht released, aber ich sehe immer so Instagram-Stories und nur anhand von diesen scheiß Snippets. Ich so, wow, da kommt etwas an. Also ich finde, es hat so starke Bands in der Szene. Ja. Thorn. Auch krass, richtig gut. Voll. Es ist nicht Thorn. Thorn? Nein, es heißt Thorn. Thorn. Es hat doch kein H drin. Thorn. Doch. Nein. Nein. Hä? Thorn? Thorn geht wahrscheinlich auch. Ich weiss nicht. Ich meine, es hat kein H drin. Nein, doch. Also ausser ich schaue mein Shirt jedes Mal mit einem Legasthenie anfangen. Dann ist es falsch. Also es gibt sicher auch eine Band, die Thorn heisst. Das weiß ich mir nicht wundern. Da sind wir sicher. Vielleicht habe ich es verwechselt mit Thornhill. Da gehe ich übrigens auch super finde. Haben sie nicht auch ein H im Namen? Thornhill. Ja, Mann. Oh, meine Fresse, Alter. Thornhill, ja. Ja, aber es ist nur Thornhill.